الدين النصيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآل آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich werde euch heute inshallah über Fitne berichten und warum, vor allem wir leben heute in einer Zeit der Fitne, warum überhaupt diese Fitne uns trifft, und daraufhin werde ich erklären oder sagen, wie man sich vor Fitne schützen kann. Das ist eine Frage, die eigentlich jeden Muslim, vor allem in der heutigen Zeit, interessieren sollte. Schaut mal, der Prophet a.s. hat immer wieder versucht, das Thema Fitne bei den Sahaba an der Tagesordnung zu halten. Eines Tages saß der Prophet mit den Sahabas und er fängt an zu sagen: Ta'awwazu billahi min al-fitan, ma zahara minha wa ma batan. Sucht Zuflucht bei Allah vor dem Fitne, welches bereits offen wurde und welches noch verborgen ist. Daraufhin saßen die Sahabas da und sie antworteten gleich auf den Propheten und sagten: Na'uzu billahi min al-fitan, ma zahara minha wa ma batan. Wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Fitne, was bereits offen ist und das, was verborgen ist. Das sagt der Prophet zu den Sahabas. Also er hat immer wieder versucht, dieses Thema bei den Leuten zu thematisieren. Bei Ibn Majah wird berichtet von Amr ibn As: Eines Tages ging der mit dem Propheten und mehrere Sahabas auf eine Reise. Daraufhin machten sie Rast. Die einen gingen raus, haben Pfeil und Bogen geübt, die anderen sind raus mit den Tieren, die einen haben sich entspannt. Daraufhin sagte der Prophet: As-Salatu Jamia, und hat die Leute in die Moschee gerufen, hat die Leute versammelt. Daraufhin sagte er: Es gab keinen Propheten vor mir, der nicht seinem Volk von dem Schlechten abgeraten hat, also vor dem Schlechten gewarnt hat und das Gute denen verkündet hat und offen dargelegt hat. Daraufhin wandte er sich zu den Sahabas und sagte: Der Anfang meiner Umma, die Asr Sadat, wird es sehr wohl haben, aber das Ende meiner Umma wird es sehr schwierig haben mit Prüfungen, mit Fitna. Und der Prophet fährt fort und sagt: Es werden solche Fitnas kommen, die Menschen werden glauben, das ist ihr Untergang, das ist die Vernichtung, das werden wir nicht mehr schaffen. Und der Prophet sagt, diese Fitna wird vorbeigehen und es wird eine neue kommen und sie werden sagen: Ach, wir wünschen uns die alte zurück. Diese Fitna ist die, die uns eigentlich vernichten sollte und nicht die davor. Und dies wird so weitergehen und so weitergehen und so weitergehen, dass die Prüfungen immer schwieriger werden, bis dass der Tod zu einem kommt. Eines Tages sagt der Prophet: Ummati ummatu marhuma. Meine Umma ist eine Umma, der sich erbarmt wurde. La azaba lahu fil akhirah. Für sie gibt es im Jenseits keine Strafe. Azabuha fid dunya. Dafür werden sie auf dieser Erde bestraft werden. Was sind diese Prüfungen, diese Strafen auf der Erde, damit wir im Jenseits nicht vor Allah bestraft werden? Der Prophet sagt: Al-Fitanu wa Zalazilu wal Qatlu. Das sind die vielen Fitnes, die Erdbeben und die vielen Tote, die geschehen werden. Schaut mal, jetzt können wir eigentlich hier eine Sache festigen und sagen, der Prophet sagt hier eigentlich, die Fitne ist das Schicksal dieser Umma. Die Fitne wird diese Umma bis zum Jenseits begleiten. Es gibt einmal große Fitnes und einmal kleine Fitnes. Die großen kann man nur überstehen, indem Allah sich einem Menschen erbarmt. Die kleinen sind die tagtäglichen Fitnes. Zur Zeit von Omar ibn al-Khattab sitzt Omar da mit mehreren Sahabas und Huzaifa ist auch mit dabei. Und er sagt: Ayyukum yahfazu haditha Rasulillahi fil fitan. Wer von euch kennt die Hadithe des Propheten über Fitne? Daraufhin sagte Huzaifa: Ich. Huzaifa kannte die ganzen Hadithe, wenn es um Fitne ging, um Munafiq ging, da kannte er alle. Und er sagt: Al-Fitnatu rajuli fi malihi, ahli wa waladihi, tukaffiruha salatu wa sawmu wa sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Die Fitne eines Mannes ist seine Frau, seine Kinder, seine Familie, sein Hab und Gut. Und mit seinem Gebet und sein Sadaqa und sein Fasten, all dies wird Allah ihn schützen und vergibt ihm diese Fitne. Daraufhin sagt Omar ibn Khattab: Lastu an haza as'alu. Ich habe dich nicht von dem gefragt, O Huzaifa. Ich frage dich von solchen Fitnes, die sind so gewaltig, dass sie wie die Wellen auf den Meeren einschlagen. Und wenn sie einschlagen, jeden treffen werden und darauf kein Acht nimmt. Jeder wird davon betroffen sein. Daraufhin liest Omar den Vers im edlen Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Hütet euch vor solch einer Fitne, ja, vor dem nicht nur die Übeltäter, die Salims betroffen werden, sondern alle von euch getroffen werden. Daraufhin sagt Huzaifa: Umar, das wirst du nicht mehr miterleben. Er sagt, zwischen dir und dieser Fitne ist eine Tür. Daraufhin sagt Umar: wird diese Tür kaputt gehen? Huzaifa sagt: Ja, diese Tür wird kaputt gehen. Umar sagt: Wallahi, wenn diese Tür kaputt geht, wird sie bis zum Jenseits sich nicht mehr schließen.
Und genauso kam es auch. Wenn ihr schaut, nach Omar sein Tod von Osman ibn Affan ging es sofort los mit den ganzen Fitnes, die bis zum heutigen Tag immer heftiger und heftiger werden. Diese Fitnes, die kann man nicht mehr beseitigen. Man kann nicht sagen, die Fitnes sollen jetzt aufhören, es soll vorbei sein mit denen. Die wird es bis zum Jenseits gehen, weil dies das Schicksal dieser Ummas, die Tür wird sich nicht mehr schließen. Die Frage, die wir uns jetzt eigentlich stellen müssen, ist, wie kann ich mich vor diesen Fitnen beschützen? Und ich werde jetzt 6 Punkte aufzählen. Und wenn ihr diese 6 Punkte wirklich anwendet, dann wird euch eine Fitna nichts antun können. Dann seid ihr geschützt vor Fitna. Der erste Punkt ist Dua und Zuflucht suchen bei Allah vor Fitna. Unterschätzt das nicht. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wo der Prophet sagt, Ta'awuzu billahi min al-Fitna, sucht Zuflucht bei Allah vor Fitna, was bereits offen und was bereits noch verborgen ist. Das sagt der Prophet und die Sahabas haben es immer wieder wiederholt. Der Prophet, das wird bei Bukhari Muslim überliefert, befiehlt uns im letzten Tashahhud vom Gebet vor 4 Sachen Zuflucht zu suchen. Und das eine ist min azab al-Qabr, min azab al-Jahannam, min fitnat al-Mahya wal-Mamat, min fitnat al-Masih Dajjal. Vor der Strafe im Grab, vor der Strafe der Hölle, vor dem Fitne des Lebens und des Todes und vor der Fitne vom Dajjal. Und wirklich, unterschätzt Duas und Zuflucht suchen bei Allah ja nicht. Abdullah ibn Mas'ud und Abu Huraira berichten, die sagen, es gibt solche Fitnes, die sind unmöglich zu überstehen. Unmöglich, die kann keiner überstehen, außer mit einer Sache, mit Dua. Aber wie Dua? Dua so zu machen, wie ein Mann, der im Meer gerade am Ertrinken ist. Alle Möglichkeiten sind ausgeschöpft, dass jemand ihn rettet. Er hat niemanden und er macht vom tiefsten Herzen Dua zu Allah, dass Allah ihn errette. Abu Huraira und Abdullah ibn Mas'ud sagen, diese Dua kann maximal nur dich vor einer Fitne retten. Abdullah ibn Amr ibn Rabi'a sagt, der hat zur Zeit, mein Vater hat zur Zeit von Osman ibn Affan, wo die Fitne kam, die einen waren für Osman, die andere gegen Osman. Er ist eines Nachts aufgestanden und hat gesagt, oh Allah, so wie du deinen aufrichtigen Diener vor Fitne schützt, schütze mich auch vor Fitne. Sein Sohn sagt, Wallahi, am nächsten Morgen ist sein Janaza rausgegangen. Am nächsten Morgen ist er verstorben. Allah wollte nicht, dass ihn eine Fitne trifft. Deswegen unterschätzt Dua und Zuflucht suchen nicht zu sehr, weil ohne dies ist es unmöglich, große Fitness zu überstehen. Der zweite Punkt, wie man sich vor Fitness schützen kann, ist Ilm erlernen und sich an die Gelehrten zu halten. Wo Fitna ist, ist gleichzeitig Jahalat. Wo Jahalat ist, ist gleichzeitig Fitna. Wo Ilm ist anzunehmen, dass keine Fitna herkommt. Der Prophet sagt, es wird bei Bukhari überliefert, Inna bayna yaday sa'ata ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu wa yuzkara fiha al-harju. Der Prophet sagt, es wird eine Zeit über euch kommen vor dem Qiyamat. Da wird das Jahilik, das Jahalat vom Himmel herabregnen. Jeder. Und das Ilm wird entzogen sein, wird denen entzogen werden. Und das Töten wird sehr stark zunehmen. Eines Tages kommen Leute zu Huzaifa und sagen, ey Huzaifa, wie kann man sich vor Fitna schützen? Und er sagt, La tadurruka fitnata ma'arafta dinek. Derjenige, der seine Religion kennt, dem wird das Fitna nichts anhaben können. Und er fährt fort, er sagt, Fitna entsteht, wenn das Haq sich mit Batil vermischt. Ja? Und jemand, der seine Religion nicht kennt, ja, der hört auf Fitna. Da kommt ein Argument, was heute sehr populär ist. Es kommt ein Argument, der Bruder ist überzeugt, er hört ein Argument, er kommt am nächsten Tag wieder, sagt, ja, aber Bruder, hier gibt es noch das. Es vergehen wieder ein paar Tage, er hat eine Meinung, es kommt ein neues Scheinargument. Es kommt ein neues Scheinargument und er fällt immer wieder drauf rein. Er fällt immer wieder in diese Fitna, Warum? Weil er seine Religion nicht kennt. Deswegen fällt er immer wieder auf diese Fitna hinein. Und der Prophet befiehlt uns jeden Muslim, Ilm zu erlernen. Er sagt, Talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wa muslima. Ilm zu erlangen ist die Pflicht eines jeden Muslims, ob Mann oder Frau. Und hier geht es nicht darum, dass man zum Beispiel nach Ägypten geht oder nach Mekka geht oder nach Sudan geht, dort 6 Jahre studiert, weil der Prophet befiehlt es jeden von uns. Dann müsste das ja jeder machen. Ilm ist, zu den Unterrichten vor Ort zu kommen. Ilm ist, ein Vers oder ein Hadith oder eine islamische Angelegenheit zu erlernen. Es geht nicht darum, immer irgendwo hinzugehen und das zu erlernen, nur das Ilm. Das stimmt nicht. Ich gebe euch hierzu ein Beispiel, und zwar die größte Fitna, die von der Menschheitsgeschichte bis zum Ende kommen wird, ist Dajjal. Wisst ihr, wer Dajjal entlarven wird? Es kommt in dem Hadith des Propheten so dran, wo der Prophet sagt, ein Jugendlicher, der den Hadith des Propheten kennt. Ja? Also, wenn ihr einen Hadith erlernt, wenn ihr eine islamische Angelegenheit erlernt, werdet ihr schon errettet sein vor bestimmten Fitness, wenn dies gerade das Thema dazu ist. Ich werde euch, zum zweiten Punkt würde ich noch kommen, und zwar, warum sollten wir uns an die Gelehrten halten?
Die Gelehrten sind nicht wie wir. Schaut mal, jemand, der Ilm hat, ist nicht wie einer, der kein Ilm hat. Die Gelehrten schauen mit Basiret, sie schauen im Lichte des Korans. Hassan al-Basri sagt, wenn eine Fitna kommt, dann erkennen das nur die Gelehrten. Wenn aber eine Fitna angetroffen ist und hat schon alles zerstört, dann erkennt das auch der Alim und auch der Jahil wird das erkennen. Dann ist aber alles zu spät. Und ich werde euch jetzt ein Beispiel geben vom Koran, wo Allah in Surah Qasas ein Beispiel gibt. Von perfekt genau dieses Thema. Ihr kennt alle Qarun. Allah hat ihn geprüft mit seinem Besitz. Der war so reich gewesen, dass nur eine starke und große Karawane nur die Schlüssel seiner Schätze tragen konnte. Und Allah sagt in Surah Qasas, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Und er ist mit seinem ganzen Besitz und mit seinen ganzen Sachen hinausgegangen vor dem Volk. Mit den neuesten Sachen, wie heute, mit den neuesten Booten, mit den neuesten Schiffen, mit den neuesten Tankern, mit den neuesten Jets, mit den neuesten Autos, mit den neuesten Dingen, um sein Volk zu beeindrucken. قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Diejenigen unter ihnen, die die Welt wollten, sagten, oh Allah, was für ein Glück hat dieser Qarun nur bekommen. Ach, hätten wir auch nur das, was er hat. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ. Diejenigen aber, denen das Wissen gegeben wurde, sagten, was ist mit euch? Wehe euch! Schande über euch, was ihr gerade tut. Sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Der Lohn bei Allah, die Belohnung bei Allah ist für jemanden, der glaubt und gute Taten tut, besser. Aber das bekommen nur die, die geduldig sind. Was ist hier eigentlich passiert? Qarun kommt und stellt sich vor mit seinem ganzen Besitz. Okay? Dann kommt das Volk, Jahil. Die sagen, ach, was für ein Glück hat er gehabt. Ich hätte das doch auch so gerne gehabt. Was sagen die Menschen, die Ilm hatten? Die haben diese Fitna erkannt. Die haben die Fitna von Anfang an erkannt und haben gesagt, verdammt seid ihr, was ist mit euch? Das ist eine Fitna, das ist was Schlimmes. Bei Allah ist die Belohnung besser wie das. Und tatsächlich in Surah Qasas, ein paar Verse später, sagt Allah, wie Allah Qarun und sein ganzes Besitz vernichtet hat. Deswegen, manchmal scheint uns, weil wir unwissend sind, unerfahren sind, wenig Geschichtsahnung haben, Dinge schön, verlocken, ja, mit einem bestimmten Slogan. Aber diejenigen von uns, die Wissen besitzen, die schon erfahren sind, erkennen das von weiter weg und sagen, das ist eine Fitna. Deshalb müssen wir uns an die Gelehrten halten. Das ist hier sehr wichtig. Der dritte Punkt, wie man sich vor Fitna schützen kann, ist, das ist sehr wichtig, bodenständig zu sein und nicht voreilig zu sein. Nicht auf alles anspringen, was man gleich hört. Nicht alles vertrauen, was man mit dem Auge sieht. Nicht alles bestätigen, was man gleich hört. Nicht alle Fitna, was dein Herz gleich trifft. Gleich dein Herz zu öffnen, dich mit Leuten zu setzen und darüber zu diskutieren stundenlang. Das ist nicht Sinn und Zweck. Guck mal, bei Muslim wird überliefert, wo der Prophet zu Ashaj ibn Qais sagt, O Ashaj ibn Qais, zwei Dinge liebt Allah sehr an dir. Und er sagt, Al-Hilm wa Unat. Hilm ist, wenn ein Mensch sauer wird, dass er trotzdem noch ruhig bleibt, seine Wut unter Kontrolle hält. Und Al-Unat ist, wenn eine Sache dir widerfährt, ohne Voreiligkeit rauszugehen, ohne gleich was zu machen, mal ganz locker, ganz langsam erstmal. Erstmal klaren Kopf bewahren, ganz ruhig bleiben, ohne aus der Hektik heraus. Diese zwei Eigenschaften liebt Allah. Bei Muslim wird überliefert, Abdullah ibn Mas'ud ging nach dem Tod des Propheten nach Kufa. Viele Sahaba Medina verlassen. Und daraufhin gab es an diesem Tag einen Windsturm, ein Sandsturm kam. Aber der war sehr besonders gewesen. Und ein Mann, sagt der Überlieferer, der war sowieso immer auf Strom, immer angespannt gewesen. Und es kam dieser Windsturm und er rannte zur Moschee und sagt, O Abdullah ibn Mas'ud, das Qiyamet ist gekommen. Das Qiyamet bricht an. Abdullah ibn Mas'ud guckt kurz raus mit dem Kopf. Er sagt nein. Er sagt, bevor das Verteilen der Erbe aufhört, bevor die Leute sich über die Kriegsbeute freuen, bevor die Leute, die aus dem Westen kommen, ihre Armeen nicht vorbereiten, um gegen uns zu kämpfen und wir unsere Armee gegen sie vorbereiten, wird das Qiyamet nicht kommen. Erkennt ihr hier wieder eine Sache? Einer hat eine Sache gesehen, hat das gleich in sein Herz kommen lassen, war unruhig, wollte die Muslime zur Unruhe bringen, rennt in die Moschee und einer, der die Tarbiyya des Propheten genossen hat, ganz vorsichtig, ohne Voreil, ganz einfach gesagt, nein, das kann nicht sein einfach. Versteht ihr? Ein anderes Beispiel, was ich euch gerne geben will, ist, zur Zeit des Propheten, ﷺ, dann gibt es einen Streit zwischen Prophet und seinen Frauen. Seine Frauen, ja, verlangen einen Teil der Dunya. Sie sagen, die Frauen haben das, wir sind die Frauen des Propheten, wir wollen das auch haben. Wir wollen Ohrringe, wir wollen dies haben. Ja?
Das sagen sie zum Propheten. Daraufhin wird der Prophet sauer. Der Prophet wird wütend und verlässt seine Wohnung. Dann kommen die Verse von Surah Ahzab, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ja ayyuhan Nabiyyu, qul li azwajika, in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha, fata'alay wa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. O Gesandte Allahs, sag deinen Frauen, wenn sie einen Teil der Dunya haben wollen, sollen sie herkommen, gib ihnen einen Teil und verlasse sie danach, entscheide dich von ihnen. Einige Leute haben das gehört, haben gesagt, tamam, 1 plus 1, der Prophet hat die Wohnung verlassen, die Verse kamen, dies ist 100%, der hat die Frauen geschieden. Und es ging eine Fitna in Medina los. Umar ibn Khattab, ohne mit jemandem zu reden, geht direkt zum Propheten. Er geht zum Propheten, da ist ein Wächter. Er sagt, ich möchte mit dem Gesandten reden. Er geht rein, der Gesandte antwortet nicht. Umar bleibt stehen. Ein paar Minuten später, er sagt wieder dasselbe. Das passiert nochmal, der Prophet antwortet wieder nicht. Beim dritten Mal sagt der Prophet, Umar soll reinkommen. Umar geht rein und daraufhin sitzt der Prophet da. Und um den Propheten ein bisschen weich zu kriegen, mit ihm so ein bisschen aufzulockern, sagt er, O Gesandter Allahs, als wir in Mekka waren, haben die Frauen auf unser Wort gehört. Sie haben auf uns gehört. Sie sind auf die Frauen der Ansar gestoßen. Jetzt wollen sie ihr Wort gegen unseres durchsetzen. Daraufhin fängt der Prophet an zu lächeln. Daraufhin sagt Umar, Atalaqtu nisa'aka ya Rasulallah? Hast du dich von deinen Frauen scheiden lassen? Der Prophet sagt nein. Umar steht auf, sagt Allahu Akbar, geht raus und verkündet die frohe Botschaft. Erkennt ihr wieder hier die Sache? Einige Leute, die hektisch wieder waren, die Fitna gemacht haben, und es reicht als Lüge, wenn man das weiter sagt, was man hört. Auf der anderen Seite Umar, der die Erziehung des Propheten genossen hat, ganz ruhig kommt, fragt, holt die Gewissheit, geht, befriedigt sich und diese ganze Gemeinschaft da. Versteht ihr? Wallahi, billahi, wenn ihr manchmal voreilig handelt, könnt ihr in so eine Falle hineintappen, das wird euch so euren Wert sinken, dass ihr die Menschen danach, wenn es zu spät ist, ihr erkannt habt, dass es ein Fehler war, ihr die Menschen nicht mehr in die Augen schauen könnt. Ihr bei den Menschen so einen Wertverlust kriegen wird, dass ihr das nie wieder gut machen könnt. Deswegen seid niemals voreilig. Wenn irgendwas ist, bleibt erstmal ruhig. Guckt doch erstmal an, was Sache ist. Lasst euch nicht gleich ein paar Slogan oder dies oder das reinigen. Wartet erstmal ab. Später könnt ihr das sehr, sehr stark bereuen. Und wallahi, jeder, der in Fitna gefallen ist, hatte eine Sache, also es gab eine Gemeinsamkeit in der ganzen Sache. Unterschiedliche Fitness. Alle hatten aber eine Gemeinsamkeit und das war Voreiligkeit und nicht bodenständig zu sein. Der vierte Punkt, sich vor Fitna zu schützen, ist, wenn man sich vor Fitna fernhält. Der Gesandte sagt, wer sich vor Fitna fernhält, der ist errettet. Mal angenommen, wir sitzen gerade hier, wir reden über Sachen, in 6 Sachen sind wir uns einig, aber ich verstehe die eine Sache nicht, die 5. Ja, dann stehe ich auf und sage, Bruder, ich verstehe das nicht, das macht mich vielleicht durcheinander, das ist nicht so mein Bereich, dann gehe ich weg. Dann seid ihr errettet, weil der Prophet sagt, wenn ihr eine Fitna in euer Herz kommt, dann entfernt euch einfach von der. Das sagt der Prophet. Allah sagt, das finde ich persönlich sehr faszinierend. Allah sagt im Koran, es gibt einen Vers, wo Allah sagt, sorgt euch um eure eigene Seele. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Solange ihr auf der Rechtsleitung seid, sinngemäß, und die anderen auf Irrtum sind, werden sie euch nichts anhaben können. Das bringt eines Sahabas durcheinander. Sie gehen zum Propheten und sagen, O Gesandter Allahs, es wird doch uns befohlen, Amr bil Ma'ruf zu machen und Nahi anil Munkar, Da'wah zu machen. Aber hier sagt Allah den Vers, wir sollen nur auf uns gucken und also versuchen, dass wir die Rechtsleitung kriegen. Daraufhin sagt der Prophet das sehr interessant. Er sagt, ja, richtig, ihr müsst Amr bil Ma'ruf machen, ihr müsst Da'wah machen, ihr müsst verkünden. Aber, sagt der Prophet, wenn ihr seht, dass die Menschen um ihren eigenen Profit kämpfen, es nur um eigenen Profit geht, Egoismus herrscht, wenn ihr seht, dass die Dunya dem Akhirat vorgezogen wird, wenn ihr seht, dass Leute aus ihren Gelüsten reden, wie sie gerade Bock haben, wie sie gerade ticken, und wenn ihr seht, dass jemand seine Meinung nur sagen will und die andere Meinung nicht akzeptiert, so seid ihr nur noch für euren Nefis zuständig, entfernt euch von den Sorgen der Gesellschaft. Wisst ihr, was das bedeutet? Manche Leute haben das Gefühl, sie müssen alles jedem erklären. Sie müssen immer mithören und immer mitdiskutieren und immer das Gegenteil beweisen und immer das letzte Wort haben. Hier sagt der Prophet, vor allem bei Facebook gibt es manche Leute, die schreiben Kommentare. Ein Jahil kommt, schreibt was und die Leute schreiben mit. 1000 Kommentare und da gibt es noch 1001. Schaut mal, der Prophet sagt, wenn ihr irgendwo seid, da kommt einer und will mit dir diskutieren. Du erkennst, der ist ein Egoist, der redet, weil er nur seine Meinung sagen will. Der redet heute so, morgen redet er so nach Lust und Laune. Dann entfernst du dich. Du musst nicht mit ihm Da'wah machen. Du musst ihm das nicht verkünden. Dann stehst du auf und sagst, ey Wallah, und entfernt sich von ihm. Dies sagt der Prophet. Dies ist ein Schutz vor Fitna. Das sollten wir alle machen. Wir müssen niemandem was beweisen oder das letzte Wort haben oder den besten Beweis hinlegen.
Wenn ihr seht, dass diese 4 Sachen bei einem antreffen oder an einem Ort antreffen, entfernt euch direkt von diesem Ort. Der 5. Punkt, wie man sich vor Fitna schützen kann, ist, die Zunge zu behüten. Der Prophet sagt, in Zeiten der Fitna, wer seine Zunge hütet, dem ist Erfolg zu geben. Der wird erfolgreich sein, sagt Allah, sagt der Prophet. Und wenn jeder Mensch morgens aufwacht, sagen alle Körperteile zu der Zunge, Ittaqillaha fina, fürchte dich vor Allah für uns. Wenn du gut bist, sind wir gut. Wenn du schlecht bist, sind wir auch schlecht. Wenn du bestraft bist, werden wir alle bestraft. Sei vorsichtig, überschreite Allah seine Grenzen nicht. Deshalb seid vorsichtig. Die Salaf hat immer wieder versucht, seinen Mund zu halten. Ihr werdet nicht viel bereuen, wenn ihr schweigt. Es wurde immer mehr bereut, wenn man was gesagt hat. Also das Schweigen hat man selten bereut, aber das Reden hat man häufiger bereut. Und es reicht als Lüge, alles weiter zu sagen, was man hört. Deswegen, umso mehr ihr euren Mund hält, desto besser für euch. Der 6. und der letzte Punkt, und ich komme jetzt zum Ende, ist, wie kann man sich vor Fitna schützen, ist viel Ibadat. Schaut mal, das Schlimmste bei einer Ibadat, bei einem Fitna ist ja eigentlich, wenn dein Herz keine Ruhe mehr findet, kein Husur mehr hat. Das ist eigentlich das größte Problem. Ja? Ihr sagt zum Beispiel in die Moschee kommen, es war ein schönes Gefühl, mit euren Eltern war alles schön, mit euren Kindern war alles gut, aber es kommt ein Tag, wo das nicht mehr so ist. Dann ist eine Fitna entstanden. Zum Beispiel, ihr kennt das, ein Vater, Mutter leben in Islam, das Kind kommt und sagt, ich möchte in Islam nicht leben. Es gibt Kinder, die verstehen sich mit den Eltern gut, sie kommen und sagen, unsere Eltern wollen in Islam nicht leben und dann müssen sie halt in einige Dinge auf Distanz gehen und da herrscht eine Unzufriedenheit, dann ist man da unwohl, man fühlt sich nicht mehr wohl, wenn man dahin geht. Das ist eigentlich das Schlimmste an einem Fitna. Dies ging den Propheten aber auch so. Von Al-Amin wurde er zum Lügner, mit Kindern mit Steinen beworfen, von seinem eigenen Onkel beleidigt und bekämpft. Das hat den Propheten irgendwo bedrückt. Ja? Er ist auch nur ein Mensch. Allah sagt im edlen Koran, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. O Mohammed, wir wissen doch, dass dein Herz, deine Brust sich beklommt und eingeengt ist aufgrund dessen, was sie sagen. Was sagt Allah? Geh mit deinen Freunden raus und diskutiert ein bisschen, geht spazieren, redet ein bisschen, geh in den Urlaub und lenk dich mal ein bisschen ab, das wird dir gut tun. Nein, das sagt Allah nicht. Was ist die Lösung dafür? Allah sagt im edlen Koran, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Lobpreise Allah, Subhanallah bihamdi, Subhanallah bihamdi, und mache viel Sajda. Gehöre zu denen, die viel Sajda machen. Und dann sagt Allah im letzten Vers, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Und diene deinen Herren, bis der Tod zu dir kommt. Auf dass Allah dich vor Fitna schütze, inshallah. Wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.